Gut, wir schauen uns das an. Spiegel-Interview. Ich habe letztes Spiegel-Interview gegeben. Der Artikel ist draußen. Ich bin bei Spiegel. Oh. Alright. Titel: In Amerika würde ich für das Gleiche wohl viel weniger Hate abbekommen. Stehe ich dahinter. Ist keine Lüge. Was ich, glaube ich, denen erklärt habe, wahrscheinlich steht das auch da. Warte mal, gibt's... In Amerika würde ich für das Gleiche wohl viel weniger Hate abbekommen. Er streamt, seit er 13 ist, 4 Jahre. Ich dachte, das wäre unser Interview, das wurde nämlich auch aufgenommen. Ich dachte, das wäre das jetzt. Digga, das ist einfach eine Roboterstimme. What the freak? Ja, auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, guck mal, was bin ich? Dumm, hab kein Allgemeinwissen, laut, ich beleidige sehr oft. Und die 3 Kriterien, und ich bin jung. Ich bin sehr jung, ich bin jünger als andere. Die 4 Sachen in Deutschland nicht gern gesehen. Nicht gern gesehen. Er streamt seit er 13 ist, 4 Jahre lang, sogar jeden Tag. Hier spricht der Internetstar und Samus Wild-Teilnehmer der Zugriff sein Image, die Webvideowelt und die Folgen von Hasskommentaren. Wow. Sprüche übers Alter können fies sein, kommen sie aber von Twitch-Channel zu, sind sie eher absurd und amüsant. Für ihn sei jeder, der vorn einen 19. Geburtstag hat, gefühlt ein Ritter, hat der Internetstar mal in einem Podcast erzählt. Was ist das? Henkes Corner, Digga! Halt's Maul! Bruder, nochmal kurz Werbung gemacht, Henkes Corner. Wo waren wir? Vom Spiegelreporter im Rittelalter darauf angesprochen, will er das nicht als Scherz abtun. In seiner Vorstellung sei man bis zum Jahr 2000 noch kein Auto, sondern Kutsche gefahren. Sagt Hugo wirklich? Digga, dieses wirklich noch dahinter, Bro. Ja, aber checkt ihr, was ich meine? Checkt ihr, was ich meine? In meinem Kopf ist ab 1999, die Zahl einfach, ist für mich... Leute sind mit Pferden, Kutschen gefahren, Krieg, Ritter, kein Handy, kein Strom, kein Internet. Aber das gab's da alles schon. Aber in meinem Kopf ist das nicht so. Für mich sind alle ab 2000 noch Babyschnullis. Ja, das glaube ich dir. Aber jeder hat ja andere Vorstellungen, verstehst du? Deep. Bro. Nicht noch ein Emote. Bro, wir haben wir haben noch Deep von Monte. Das ist besser. Nimm den Prime so Black Eye Licker Chat, ihr seht heute wieder gut aus, subscribe. Finn! Danke für Resub im 3. Dankeschön. Apropos, ganz kurz. Ich wurde heute angerufen. Vielleicht bekommen wir nächste Woche Besuch. Vielleicht. Ich muss noch gucken, ob alles passt. Ratet von wem. Ich habe absolut gar nichts. Ja, okay, das stimmt auch nicht, aber ohne ein gewisses Etwas habe ich noch nie was mit ihm zu tun gehabt. Ich habe noch nie mit ihm einen Stream gemacht, ich habe noch nie mit ihm ein Video aufgenommen. Gar nichts. Noch gar nichts. Joey Kelly, nein. Operate, nein. Rezo, nein. Monte, nein. Smilodox Werbestream mit Uwe. Flying Uwe. Vielleicht kommt Uwe rüber und wir machen ein bisschen was zusammen. Mal gucken. Ich weiß nicht. Er hat mich heute gefragt wegen, halt Samus Wild, wir waren beide Samus Wild kommt raus, bla bla bla. Bisschen irgendwie, keine Ahnung, er boxt mich kaputt oder, ich weiß nicht, irgendwas. In Smilodogs Unterhose wird Madeira erkundet. Oh mein Gott. Er macht mehr mit dir als mit seinen Kindern. Oh mein Gott. Ja, komm. Wir machen mal Spiegel weiter, okay? Er will so Mann, Jungs, chill mal jetzt. Okay, wir machen weiter. Hugo lebt auf Madeira mit seinen 21 Jahren, ist er immer für einen überraschenden Spruch gut. Aufgewachsen ist er in Luxemburg, die Schule hat er in der 9. Klasse abgebrochen. Dafür lebt er den Traum. Digga, erklär warum ich abgebrochen hab! Erklär doch warum! Lord Lyrex, danke für 8. Dankeschön.
Dafür lebt er den Traum vieler junger Menschen. Er ist Web-Videomacher und Streamer. Auf Plattformen wie TikTok und YouTube interessieren sich Hunderttausende für ihn. Allein auf Twitch hat Hugo mehr als 937.000 Followern. Digga, und hoffentlich dieses Jahr noch die 1 Million. Ich hoffe so sehr, Digga. By the way, apropos Web-Videomacher. Ich habe heute das hier gemacht. Ich habe eine Kamera genommen. Ich habe eine Kamera genommen. Weil ich keine Schnur hatte, mir aus Panzertape eine Schnur gemacht. Hab das so an einem Teddy rangemacht wie hier. Hab eine Kamera aufgestellt und so gemacht. Das war meine Arbeit heute. Digga, dann auf einmal ruft mich Uwe an. Er fragt so, was mache ich gerade? Ich sag so, ja, ich mach was für YouTube. Und er so, ja, also arbeitest du? Meinte ich so, ja, ich arbeite gerade. Ja, klar. Na klar. Alter! What the fuck? Sieht man das? Digga, der Hund ist perfekt gelandet. Auf den Pfoten. Das hat man leider nicht gesehen. Oh, was heute auch noch passiert ist. Richtig lustig. Hat mich richtig gefreut. Ich war heute angekommen, Flughafen. Ich warte auf mein Gepäck. Ich warte und warte. Und irgendwann merke ich so, yo, warte mal. Alle sind weg und ich bin der Einzige. Irgendwie ist mein Koffer nicht da. Dann auf einmal kam so eine Frau zu mir so, yo, do you also have no luggage? Meinte ich so, yeah. Dann meinte sie, yeah, come with research. Dann meinte irgendeine von ihrem Freund oder so, keine Ahnung, hier haben wir unsere Koffer. Und dann meinte sie so, okay, und dann ist sie einfach gegangen. So, aber dann stand auch mein Koffer. Ich war so, geil. Mein Koffer ist da. Mein Koffer ist kaputt. Cool. Der war überhaupt nicht teuer, der Koffer. Überhaupt nicht. Der war richtig billig eigentlich. Das ist nicht der Gönnergy-Koffer. Aber der hat trotzdem 400 Euro gekriegt. Ich hab den Koffer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Digga, dieses Weihnachten krieg ich wieder einen Koffer. Weil mein Koffer jetzt wieder kaputt ist. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Travel Light, glaube ich. Ich glaube Travel Light. Oder? Ich sehe da gerade nichts. Ne, ich sehe nichts. Ich weiß nicht wieder. Travel Elite? Ich habe keine Ahnung. Wir machen weiter. Spiegel TV, egal. Okay. Hier ein cooles Bild von mir. Bruder, was macht? Und Digga, man denkt, ich würde so machen. Aber ich habe nur meine Kopfhörer angezogen, okay? Ich habe da nur meine Kopfhörer angezogen. Digga, mein Setup ist auch crazy. Digga, Feuerstahl, Schere, Fidget Spinner, Tesla, Müll, Taschenmesser, kaputte Mauspad, dreckige Tastatur, Among Us. Richtig geil, Mann. Die meisten seiner Fans sind männlich und um die 20. Das habe ich so nicht gesagt, okay? Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe ihr gesagt, hängt davon ab, wo. Twitch sind es so ungefähr average 15 bis 18 um die 20 Monate. Twitch so 15 bis 18 und YouTube jünger, habe ich gesagt. Dann Annika war dabei, meine Managerin, meinte sie, ja, aber also bei den Insights steht halt 18 bis 20, ne, auf YouTube so. 18 bis 20 ist so viel mehr. Aber Digga, jeder 14-Jährige gibt bei YouTube ein, dass er 18 ist. Versteht ihr? Deswegen steht das da. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Bald aber dürften viele Menschen Hugo neu kennenlernen, denn er ist Teil des beliebten Survival-Formats Seven vs. Wild. Für dessen 4. Staffel wurden 7 Prominente gemeinsam in der Wildnis von Neuseeland ausgesetzt. Was danach passiert ist, ab dem 1. Alter, es ist bald soweit, Jungs, es ist bald soweit. Noch eine Woche. Noch eine verfickte Woche. Gänsehaut. Ist ab dem 1. Oktober auf dem Amazon-Portal Prime Video und Freeview zu sehen, sowie ab dem 14. Oktober auf YouTube. Was ist das hier? Wird die Gruppendynamik sich je wieder stabilisieren? Mann, Digga, Bro, Banani, guck mal, Banani hat einen Platin-Tweet gewittert, okay? Hat ihn bekommen. Hat den Platin-Tweet auch bekommen. Gruppendynamik kippt ein bisschen, aber er will zu viel jetzt. Jetzt will er zu viel. Real Talk, jetzt will er zu viel. Deep 2, Mann, ist das scheiße, Digga.
Schau, wichtiger Story, hat er noch eine gemacht? Oh, er hat noch eine. Ja? Nee, hat er Okay, nicht. bye bye. Wer lacht da so? Sorry. Der Spiegel hat Hugo getroffen, um mit ihm über die schönen und unschönen Seiten seiner Karriere zu sprechen. Oh, jetzt kommt so interviewmäßig, oder was? Okay. Hugo, fast jeder, der sich für Webstars interessiert, kennt ihr Gesicht. Fühlt sich das an wie Fiebertraum, aber mehr wie Karriereplan, der aufgegangen ist? Meine Antwort darauf. Wie? Was? Die beides? Das habe ich nie im Leben gesagt, Bro. Nie im Leben habe ich das gesagt. Breitenberg! Danke für Reese am 5. Dankeschön. Dankeschön. Wie beides. Einerseits wollte ich bereits als Kind, wie heutzutage fast jeder YouTuber werden, beziehungsweise später dann Streamer. Und irgendwie war ich mir sicher, wenn ich mir das vornehme und durchziehe, wird das klappen. Als es dann aber wirklich geklappt hat, war es mehr wie ein Fiebertraum. Vor allem vergangenes Jahr, da hatte ich einen Hype, was ich aber erst im Nachhinein realisiert habe. Das stimmt. Und das ist auch eine Lektion für euch. Wenn es euch im Leben gut geht gerade, dann versucht es zu realisieren. Okay? Versucht zu checken, okay, grad geil. Weil wenn es dann vorbei ist, dann sagt ihr immer, oh, damals. The Bock 7V ist wild mit dir zu schauen. Versteht ihr? Schwabe! Danke für im 14. Dankeschön, Digga, ich hab auch so Bock auf Silvers Wild. Holy shit, Digga. Ich hab so Bock. Bruder, ich hab extra meine Silvers Wild Sachen hier. Guck mal, was hier neben mir. Hier. Das ist der originale Hut. Der originale Silvers Wild Hut. Das ist er. Den hatte ich an. Der stinkt auch immer noch. Hatte ich ihn irgendwo. Ja. Ich hatte ihn. Digga, im Trailer hatte ich ihn nirgendwo an, ne? Ich zieh ihn an. Die Gruppendimmer. Ach, Digga, Bruder, Real, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Digga, selbst im Trailer habe ich verkackt. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Bruder, ich sag irgendwie die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Wäre eine Mütze nicht schlauer gewesen. Ja, genau das ist das Problem nämlich. Also, ihr denkt euch jetzt bestimmt, Höhlchamp, warum hat Bro einen Fischerhut für Seven Swipe, wo Minus gerade sind? Das ist auch richtig so, das war auch ein fataler Fehler. Aber ich wollte einfach fresh aussehen. Deswegen habe ich ihn geholt. Das war der Grund, ich wollte einfach fresh aussehen. Wann kommt das Seven Swipe Vorbereitungsvideo? Also das Seven Swipe Ausrüstungsvideo kommt. Boah, ich will nicht zu viel Dings. Morgen oder übermorgen. Vielleicht. Okay? Vielleicht. Okay, weiter. Weil ihre Twitch-Zahlen jetzt nicht mehr ganz so rosig sind. Warte mal, also was habe ich gesagt? Achso. Hä, was? Nein, das war nicht die Antwort von denen. Weil ihre Twitch-Zahlen jetzt nicht mehr ganz so rosig sind. Die haben mich zum Hund Ich werde angerufen von Lissabon, Portugal. Hello? Yeah. Oh, yeah. Do you find? Mein Essen ist da. Do you find? Halt die Fresse. Do you find? Und ist er dein Feind? Halt die Fresse. Mann, der hat die ganze Zeit. Ich höre das Klingeln irgendwie nicht mehr. Der hat die ganze Zeit geklingelt. Ich hab's nicht gehört. Aber das dauert eh noch, bis ihr Merch kaufen könnt. Also erwartet jetzt nicht, dass das nächste Woche released. Alright. Weil ihre Twitch-Zahlen jetzt nicht mehr so ganz rosig sind, 2023 hatten sie zeitweise etwa 2- bis 3-mal so viele zahlende Kanalabonnenten und auch einen merklich höheren Durchschnitt an gleichzeitigen Zuschauern. Das haben die nicht so gesagt vor meinen Augen. Das haben die jetzt hier so geändert. Egal. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Sellout-Stream, Seven vs. Wild, Craft Attack. Hugo Prime 2.0. Zahlenmäßig fühlt sich 2024 für mich scheiße an. Dabei ist die Entwicklung normal. Jeder Hype hat ein Ende. Ich habe dieses Jahr aber auch mehr Pause gemacht und hatte so zum ersten Mal Zeit dafür, meinen Erfolg zu reflektieren. Gänsehaut. Das habe ich nicht so gesagt, aber so also sie haben es umformuliert, dass es schlau klingt. Sehr nett von denen, by the way. Sehr nett von denen. Lemkel, danke Bruce am 17. Dankeschön.
Danke, danke, danke. Sein oder nicht sein. Bruder, das habe ich nicht gesagt. Mein Gesicht wollte ich selbst nie zeigen, weil ich wusste, dass ich viel Privatsphäre verliere, wenn ich mal bekannt werde. Puh, Gänsehaut. Und ich habe denen auch gesagt, dass ihr mich damals ausgelacht habt. Also, was heißt ihr? Die 200 Viewer, die ich damals hatte, ich habe denen gesagt, ich zeige mich nicht, weil wenn ich mich zeige und nicht berühmt werde, dann ist scheiße. Und ich hatte recht! Ich hatte recht! Wo sind die 200 Leute, die mich damals ausgelacht haben? Wo sind sie heute? Weg. Damals konntest du in Ruhe in dein Mikro furzen, ohne Facecam dabei dir in die Hosen scheißen. Ja! Genau! Hier, ich hab die Audio noch. Warte. Ich find's nicht mehr. Halt's Maul. Ich find's nicht mehr. Stefan! Du hattest es doch! Oh, warte, mein Essen, warte kurz. Ich war muted. Was geht ab? Wer hat geklopft? Meine Mutter. Die hat wieder gekocht? Ne, ich hab mir bestellt. Guck, Digga, das sieht so scheiße aus. Aber das ist das beste Restaurant hier zu bestellen. Bist du dir da sicher? Das Video ist eine 2 von 10 und ich glaube mein erstes Gaming-Video, was in den Trends ist. Nicht Gaming-Trends, Trends. Das war in den Trends, Digga. Platz 15 oder so. Ach, Digga, du kannst doch einfach... ich hab... Das wird überhaupt nicht, ich schwöre. Oh Gott. Wollt ihr eine Audio hören, wo ich mich einscheiße? Okay, an alle, die irgendwie essen oder was auch immer und ihr wollt es nicht hören, mutet kurz. Vor 2 Jahren, 3 Jahren musste ich furzen im TS Offstream und ich bin dann aufgestanden. So und wollte in mein Mikro reinfurzen. Aber leider kam da sehr viel Land mit, sehr viel. Und ich habe mir in die Hose geschissen. Und das hat man alles gehört, weil jemand aufgenommen hat. Und das ist die Aufnahme davon. Das wird überhaupt nicht schlimm. Oh mein Gott. Ich hätte es nicht zeigen sollen. Scheiße, Digga. Man hört den Brocken, ich weiß, Digga. Brazilian trying Mia. Ich komme. What the fuck? Okay. Der war sehr flüssig, ich weiß, Bro. Egal, weiter. Sie haben mit 11 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu veröffentlichen und mit 13 zu streamen. Ist so ein früher Start für ihre Generation normal? Ja. Gefühlt alle Kiddies haben damals Dinge auf YouTube hochgeladen. Erstmal auf YouTube war ich mit 9 oder 10. Da habe ich Fresh Talk und White Titty geschaut. Goated Channel damals. Ich glaube mein erster Kanal war wirklich Fresh Talk, glaube ich sogar. Später habe ich dann die ganzen Minecraft-YouTuber entdeckt und nur noch die geschaut und dann dachte ich mir, das kannst du doch auch. Bro, das habe ich nicht so gesagt. Das habe ich nicht so gesagt. Ich glaube, ich meinte so, yo, dann mache ich das halt auch. Oder, ja, so ähnlich halt. Ähnlich. Das klingt so königlich für den Mikrofurzer. Hey. Ihr vergesst das ganz schnell, was ich euch gerade gezeigt habe, okay? Das hat keiner gesehen. Warum esse ich jetzt? Das ist überdumm. Warum esse ich nicht, wenn ich irgendwas mir anschaue? Scheiße. Ich bin dummer Streamer. Das kannst du doch auch. Ich sag euch ehrlich, diese Game Master-Ära hat mich im Leben weitergebracht. Weil dadurch kann ich meine Werbung richtig geil machen, ohne richtig drüber nachzudenken. Ich finde meine Werbung geil, wie sie gerade sind. Okay, weiter. Zunächst haben sie sich so gefilmt, dass man nur ihre Hände, nicht aber ihr Gesicht sah. War das eine Vorgabe ihrer Eltern? Meine Eltern wussten anfangs gar nicht, was mein älterer Bruder, mein Zwillingsbruder und ich da im Internet machen. Unser Zugang war oft auf 4 Stunden pro Tag begrenzt, Digga. Die Zeit werde ich niemals vergessen. Heilige Scheiße. Mein Vater hat mich zu Hund gemacht damals. Junge, ich hätte heute 1 Million Zuschauer gerade. Digga, er hat mich so gefickt mit diesen 4 Stunden pro Tag. Manchmal ist das, oder manchmal, wenn wir rumgeschrien haben, also manchmal, wenn wir, manchmal haben wir das uns aufgespart für irgendwas, wo wir mitgespielt haben, irgendein Minecraft-Event, aber so, was halt spät abends war, spät abends 21, 22 Uhr. Und da haben wir komplett rumgeschrien und dann haben wir diese Zeit, die wir uns erspart haben, er hat Strom ausgemacht.
Also die Zeit, die wir uns erspart haben, konnten wir nicht nutzen. Da ist dein Vater mit Shop-Unternehmen und da musstet ihr einfach ehrlich sagen, nee, wir hatten... Yo! What the freak? Tano! Danke für... Opala. Danke für 10 Gifted Subs. Big Hul im Chat schon lange nicht mehr gesehen. Danke für 10 Gifted Subs, Tano. Big W. Dankeschön. Ey, fehlt wieder nur ein Abo bis zu 3K. Zum 100. Mal. Mystery Mike, danke für am 14. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall, wir hatten so ein Programm am PC. Das hat dann automatisch getrackt, wie viel wir gespielt haben. Und da konnte er selber mit so Admin-Code und so einem Scheiß einstellen, wie viel ich spielen durfte. Jetzt wissen wir, warum du nur 4 Stunden streamen kannst. Dein Vater ist schuld. Ja, erwischt. Ja, auf jeden Fall habe ich halt irgendwann herausgefunden, dass man seine MAC-Adresse ändern kann. Also er hatte auch was mit Internet. Also zuerst hatten wir so eine Internetsperre. Da habe ich irgendwann die MAC-Adresse einfach geändert und hatte das Problem nicht mehr. Das hat er dann irgendwann gesehen und deswegen hat er mir auf dem PC irgendwas runtergeladen. Ich weiß doch ganz genau, unten rechts war immer dieses blaue Logo. Ich weiß nicht mal, was das war, aber es war ein blaues Logo und das hat mich komplett gefickt, da konnte ich nichts machen. 5 Meter Dank am 17. Ja. Einmal hat mein Vater mitten in einem Microstream von mir den Strom ausgeschickt. Genau das! Genau das! Weil wir beim Spiel laut herumgeschrien hatten. Was Streaming angeht, war er noch sehr lange anti, bis er irgendwann realisiert hat, dass ich nicht nur einfach vor dem Computer rumhänge, sondern damit wirklich Geld verdienen kann. Mein Gesicht wollte ich selbst nie zeigen, weil ich wusste, dass ich viel Privatsphäre verliere, wenn ich mal bekannt werde. Oh mein Gott, was ist das für ein Foto? Was ist das für ein Foto? Ach du Scheiße, Junge. Nein, Digga, das gibt's auch schon als Emote? Bro, alles gut, Digga, ihr könnt nicht alles von mir als Emote auf einmal machen. Du siehst aus wie 16. Digga, ja, ich bin das erste Mal draußen, das war draußen im Garten. Dieser Artikel ist einfach perfekte Vorlage für alles. Ein Gesicht, das in der Web-Videoszene fast jeder kennt. Anfangs streamte Hugo nur mit einer sogenannten Handcam. Anfang 2022 hatten sie dann doch einen offiziellen Face-Reveal. Oh Gott, Jordan Spare. Fällt der Name? Ich weiß es nicht. Eine Zeit lang war ich beim Stream mit Maske, Sonnenbrille und Mütze zu sehen, Silvester 2021, aber ist mir bei einem Depp einer Tanzpose aus Versehen das Headset runtergerutscht. Das hat mir die Maske weggezogen. Digga, das ist auch wie in einem Anime, Bro. Digga, dass das passiert ist, ist so krass, dass mein Headset einfach so... Danke, Hugo, für deine Streams, die... so meine Maske runtergezogen hat. Digga, das ist Anime-Shit. Marc, danke für am wichtigsten, Dankeschön. Ey. Hammer. Danach dachte ich mir, jetzt kann ich mein Gesicht auch offiziell zeigen. Irgendwann hätte ich es vermutlich sowieso gemacht, weil das Stream ohne Gesicht einen und seinen Möglichkeiten ja auch einschränkt. Etwa was Offline-Events angeht. Wusste nicht, dass ich auf einmal so krass Deutsch reden kann. Wie bekannt sind sie inzwischen? Digga, ich bin mir sehr sicher, dass diese Frage nicht gestellt wurde. Vielleicht anders. Wenn ich in Deutschland bin, dauert es nie lange, bis mich jemand anquatscht. Manchmal kennen mich sogar 50-Jährige, die gar keine aktiven Zuschauer sind, und zwar von TikTok. Dort begegnen ihnen Schnipsel aus meinen Streams oft völlig aus dem Kontext gerissen. Ey, ich bin ein Superstar, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Schnipsel? Das hat er geschrieben, ich habe nicht Schnipsel gesagt. Schnipsel, damit die, also guck mal, Spiegel lesen ja, I guess, nur ein bisschen ältere. Also allgemein sowas. Deswegen. Da sieht man dann vor allem Ausraster oder schräge Aktionen von ihnen. Schräge Aktionen. Genau. Diese Momente sind auch echt. Wer mich aber nur von TikTok kennt, hat oft einen falschen Eindruck von mir und meinen Streams und glaubt, dass es darin die ganze Zeit so zugeht. Könnt ihr das so bezeugen? Ja. Nur Action, Action, Action. Dabei gibt es viele normale, ruhigere Momente. Manchmal stellen mich TikTok-Nutzer auch mit Absicht falsch dar, um Klicks zu sammeln. Ja, das hatten wir auch schon oft. Weil negative Sachen mehr Aufmerksamkeit bringen. Und das ist wieder deep. Negative Sachen bringen mehr Aufmerksamkeit, deswegen gibt es nur Negativität. Genau. Also wirklich, ich sag ehrlich, die Fotografin war sehr nett und so, war Luxemburgerin, sehr nett, hab mit ihr geredet ein bisschen. Aber die Fotos sind jetzt nicht Bombe. Weiß nicht. Das ist geil, das Foto? Okay.
ein bisschen, was hat ihr Leben von einem sozialen Experiment zu der Frage, was Online-Präsenz mit Menschen macht? Einer ihrer Streams lief 78 Tage lang, mehr oder weniger durchgehend. Sie filmten sich sogar beim Schlafen und 4 Jahre lang von 2019 bis 2023 haben sie wirklich jeden Tag einen Livestream gemacht. Für mich war das ganz normal. Nach dem ersten Jahr hatte ich mich dran gewöhnt. Das war einfach mein Leben. Und die 78 Tage, das war damals noch speziell. Mittlerweile ist so etwas auf Twitch nichts Besonderes mehr. Das sind Fakten. Ich habe die Fakten auf den Tisch gelegt. Hat irgendwer von Spiegel-Lesern hier drunter kommentiert, frage ich mich jetzt. Nein. Scheiße. Ja, okay, der Artikel ist gerade erst online, also ich weiß nicht. Haben die dich wirklich gesiezt? Nee. Bereuen sie es manchmal, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme, aber auch mit Blick auf ihre Karrierechancen im Netz in der 9. Klasse die Schule abgebrochen haben? Gar nicht! Scheiß drauf! Gar nicht, zurück in die Schule will ich definitiv nicht. Für meine Karriere war es das Beste, was ich hätte machen können. Mein Allgemeinwissen allerdings ist nicht gut und ich bekomme deswegen auch immer wieder Hate ab in Richtung, wie dumm ist der denn? Und guck, ich hab die in Zukunft vorausgesehen. Man merkt dir, dass du abgebrochen hast, ja? Stimmt auch. Da habt ihr mich erwischt auch. Okay? Geht ihnen der Vorwurf nahe, ungebildet zu sein? Wenn dir viele Leute so etwas schreiben, trifft dich das. Was mich aber genauso abfuckt, nee, ja, da muss ich ganz kurz hier verbessern. Dass Leute mich dumm nennen, finde ich gar nicht so schlimm, weil sie haben eigentlich recht. Aber dieser ganze, also es ging, den Satz, den ich da droppe, ging eigentlich um Hate-Kommentare an sich. Das meine ich damit. Ich meine nicht die Leute, die schreiben, du bist dumm. Okay, ich weiß es selber, danke. Wenn dir viele Leute so etwas schreiben, trifft sich das. Was mich aber genauso abfuckt, sind Leute, die mir vorwerfen, ich würde mich vor der Kamera verstellen. Classic. Fakt ist, es gibt viele Clips von mir, in denen ich einfach dumm wie Scheiße bin. Das ist aber nichts gestellt, das bin ich. Ich bin dumm wie Scheiße, Jungs! Let's go! Let's go! Oder also die Bilder sind irgendwie alle komisch ein bisschen. Only trust yourself steht auf Hugos Hoodie. Der 21-Jährige ist einer der bekanntesten Streamer seiner Generation. Warte mal, das ist die perfekte Möglichkeit für mich gerade. Ich mache Free-Werbung für Ere bei Spiegel, also kann ich ja vielleicht mal... Ja. Oh! Hallo? Was geht? Ich bin gerade im Stream, ist das okay? Selbstverständlich. Okay, ich habe eine Frage, Willi. Frag mal, Bruder. Siehst du das? Für ungefähr Yes. 260. Ich trage ja Ere da. Ja, mein Bruder. Und das ist auf Spiegel TV zu sehen. Auf Spiegel TV? Ja. Geil. Kriege ich vielleicht eine Belohnung? Selbstverständlich. Ich lade dich sehr herzlich zu meiner Gerichtsverhandlung am 27.09. in Nürnberg ein. Da gibt es einen, der will von mir 1,8 Millionen. Wenn ich mit dem fertig bin, kannst du auch gerne kommen. Okay. Danke. Ja, gerne, mein Bester. Also, erst mache ich ihn und dann kriegst du deine Belohnung. Okay. Naja, wir sprechen die gleiche Sprache. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Autofahrt. Danke dir, mein Bester. Ich wünsche dir einen schönen Stream, ne? Danke. Sag den Leuten, im Prime ist kostenlos. Mach ich. In diesem Sinne. Ciao, Hey, ciao. Hugo, Ja? Bruder, ich hoffe... Scheiß drauf. Was? Ciao. Was hofft er? Was wollte er gerade sagen? Was hofft er? Habe ich es geschafft, mir ein Ere-Piece vielleicht auf gratis zu sneaken oder nicht? Nee, egal. Alle anderen sorgen gerade, ja, ich check. Vlog Willis Verhandlung, Digga. Aber wird die auch gestreamt eigentlich? Die Verhandlung? Oder kann man nur einfach dahin gehen? Also die ist ja public. Du trollst? Hä, nee, das ist eine komplett valide Frage. Digga, in Amerika wird das auch gemacht. Und Willi meinte, die wäre public. Also man kann da hingehen, aber... Er macht IRL-Stream und Eli reagiert dann. Jede Verhandlung in Deutschland ist public? Keine Ahnung, Digga. Okay, weiter mit Spiegel TV Interview. Sind Hasskommentare für Sie ein großes Problem? Ja! Das war's. Es ist zwar schwer einzuschätzen, ob das wirklich viel Hass ist oder ob mir das nur so vorkommt, weil er sehr präsent ist,
aber unter fast jedem TikTok-Clip mit mir sind die Top-Kommentare Hassnachrichten. Und auch wenn jemand auf X etwas über mich postet, kannst du dir sicher sein, dass darauf Leute antworten, die mich hassen. Das hat mich irgendwann wirklich komplett gefickt, so sehr, dass ich dieses Jahr in Therapie gegangen bin. Werd mal Mann, scheiße. Fuck. Bro, mich hat jemand... Digga, mich fragt jemand gerade, ob er mit mir zusammenarbeiten will auf Twitch. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. What the fuck? Just Florenz. Yo! Nein! War Oh keine- nein, das ist jetzt unangenehm. Ey, Bro, das tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich habe nur gesehen, es gibt so ein kleines grünes Symbol bei dir. Ich wusste nicht, warum das da ist. Okay, alles gut, Bruder, alles gut. Ey, tut mir leid. Alles gut, Digga, alles gut. Machen wir weiter. Hat es die Überwindung gekostet, in Therapie zu gehen? Überhaupt nicht. Ich war lange einfach nur zu faul, mir Hilfe zu suchen. Digga, aber kennt man vielleicht. Vielleicht habt ihr das selber auch. Wer bohrt hier? What the fuck? Krabs Triple Editington Pickaxing Plankton and Dancing Gonhim. Capito, danke fürs am 21. Dankeschön. Dankeschön. Der Online-Hass war für sie präsenter als der Zuspruch ihrer Fans. Leider schon. Ich wusste zwar, dass es viele Leute gibt, die mich feiern. Mehr geschaut habe ich aber auf den Hass. Selbst im Livestream. Wenn da 5 normale Chatnachrichten waren und eine boshafte, war ich immer sofort auf die negative fokussiert. Kennt ihr auch. Habe ich mich aber geändert. Aber kennt ihr. Classic Hugo Move. Mann! Digga, irgendeiner bohrt hier rum, Alter. Ich fick den. Hört ihr das? Oder bin ich der Einzige, der das hört? Du hast nicht boshaft gesagt, ja, das habe ich auch nicht. Mann, fuck das ab, Digga. Allgemein habe ich das Gefühl, dass mich eher Leute haten, die älter sind als ich oder gleich alt. Und dazu stehe ich komplett zu meiner Aussage. Auch wenn mir Leute sagen wollen, es ist nicht so. Es wird safe 100 Leute geben, tausende Leute geben, die mich einfach nur haten. Und ich stehe dazu. Es gibt Leute, die das nicht sind, auch hier im Stream bestimmt. Aber, ist Musik zu laut? Hater sind leider immer lauter, ja, das stimmt. Aber es gibt safe, unterbewusst Leute, die mich einfach hassen, weil ich so jung bin. 100%. Also, ne, es gibt Ausnahmen. Ja, ich fresse. Na, es gibt Ausnahmen, okay? Aber ich glaube, das ist auch zum Beispiel bei der Phoebe so. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass Hey. Sachen, wofür ich gehatet wurde, sage ich glaube ich auch im Interview, Sachen, wofür ich gehatet worden bin, habe ich auch schon öfter gesehen. Habe ich sehr oft gesehen. Ich sag jetzt nicht, welcher Streamer und wie, was, wo. Aber Sachen, die ich gemacht habe, wurde gesagt, unlustig, Hurensohn, dumm wie Scheiße, Bastard. Andere Streamer machen das gleiche, älter. Geiler Content, richtig geil. Geil, bla bla. Checkt ihr? Das muss mit dem Alter zu tun haben. Aber ist ja auch bei. Dieser Bohrer fuckt so ab. Ich schlag dir gleich den Retalk kaputt. Tamam Mami auch. Digga, hä, ich verstehe die Frage nicht mal. Ey, Jungs, wenn ihr den Bohrer hört, dann bitte ignoriert ihn einfach, okay? Mutet den Bohrer. Ich höre ihn auch. Ich höre ihn lauter als ihr. Wie hältst du dein Essen? Digga, das ist so ein Brotscheiß. Das ist mal einfach so. Wofür Trainingsgerät im Hintergrund, wenn du eh nicht trainierst? Ich mache demnächst einen Spendenlauf-Stream. Da spende ich pro gespendeten Euro von euch für eine gute Sache Meter. Bis ich das Ziel erreicht habe. Stimmt, das können wir auch demnächst machen. Vielleicht mache ich das am Freitag. Vielleicht machen wir das am Freitag. Macht das noch IRL auf Madeira? Nee, ist kein Bock. Ich mach das hier. Wie meinst du spenden? Naja, ich mache einen Charity-Stream. Das spenden wir für eine gute Sache. Beispiel, nur ein Beispiel. Ich muss mir auch Gedanken machen, wie ich das mache. 1 Euro gleich 10 Meter laufen. Und dann wird der Kilometerstand, also die Distanz wird immer, während ich laufe, immer größer, bis ich eingeholt habe und dann ist vorbei. Papa Platte Nachmacher. Digga, zeig mir den Stream, wo Papa Platte das gemacht hat. Zweitens, selbst wenn Kevin genau diesen gleichen Stream gemacht hat, leck meinen fetten Arsch, du kleiner
dummer Nuttensohn, weil, Digga, man kann überall streiten, ob man irgendwas klaut oder nicht. Digga, bei Charity-Stream ist es doch für eine gute Sache, also leck meinen Arsch. Bruder, ich sammle Geld für eine gute Sache, soll ich nicht machen, weil ich jemanden nachmache oder was? Wird das dann mit so einem Simulator-Game? Nee, ich glaub nicht. Legit, ich laufe einfach. Wir machen irgendwie so. Oh. Ich habe eine gute Idee. Dieser Papa Platte Wannabe-Typ hat mich auf eine richtig geile Idee gebracht. Ich laufe die ganze Zeit. Ihr seht irgendwo die Distanz, die ich gelaufen bin. Und dann seht ihr auf einer anderen Ecke, könnt ihr mit den Donations Videos einsenden. Giants macht mich sofort an die Arbeit. Sofort. Also 3 Kilometer max? Nein. Was denn? Ja, ich schreibe dir auf WhatsApp. Ich mach Wecker. Silence. Real Talk? Ich hab dich Anfang auch nicht gemocht. Du hast oft geschrien und bist ausgerastet, aber dadurch, dass du oft bei anderen Streamern zu Gast warst und man dich dort zwangsweise kennenlernen konnte, sah ich, dass du super sympathisch und lustig bist. Du bist mehr als nur der Laute, aber das sieht man erst, wenn man sich auf dich einlässt. Zudem bringst du in jede Gruppendynamik einen frischen Wind. Du bist nicht wie jeder andere und stichst aus jeder Gruppe raus. Gänsehaut, Digga. Hier, gerade meine Haare gehen hoch. Danke, Bruder. Ja, ich wünschte, jeder würde das so checken. Also nicht jeder soll mich geil finden, aber jeder soll checken, dass ich nicht nur diese TikTok-Clips bin. Ich bin nicht nur diese TikTok-Clips. Also ich weiß, es entstehen sehr viele Clips in einem Stream, okay? Aber ja, immer das gleiche mit den Hugo, nur Clips farmen. Oh, dieser kleine Hurensohn. Okay. Gibt es bei Ihnen eine klare Grenze zwischen Fans und Hatern? Ich glaube, manche Zuschauer, etwa manchen sehr jungen, fehlt ein Gefühl dafür, wie Dinge bei mir ankommen. Ich selbst bin jemand, der sein Publikum gern beleidigt. Bei mir sind das aber Jokes. Die anderen dürfen nicht Jokes machen. Wenn dann teils random Beleidigungen zurückkommen, auch ohne Emoji, ist das schon hart. Ja, das ist ein bisschen komisch formuliert. Was ich damit meine? Guck mal, wenn ich euch jetzt gerade beleidige und ihr mir jetzt gerade eine Beleidigung zurückgibt, okay, easy. Aber wenn irgendwer reinkommt und schreibt, keine Ahnung, du Hurensohn, ich hasse dich und deine Streams sind scheiße, aber er meint eigentlich auch ein Joke, dann weiß ich nicht, Digga, ist das ein Joke oder meint er das ernst? Ich weiß es nicht. Wenn ich das mache bei euch, ich hasse euch alle, ihr seid alle Wichser, ihr geht verrecken, dann ist das ein Joke von mir. Checkt ihr? Haha, nur ein Joke. Okay, weiter. Wäre es Ihnen lieber, diese Leute bekämen ihre Arbeit gar nicht zu sehen? Ja. Allgemein habe ich das Gefühl, dass mich eher Leute haten, die älter sind. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Da spielt vielleicht eine Rolle, dass ich schon so jung Erfolg habe. Boah, da habe ich mich kurz selber hier ein bisschen selber den Schwanz gelutscht gerade. Teilweise habe ich den Eindruck, dass ich für Dinge gehatet werde, die andere ältere Streamer auch machen, ohne dass sich jemand aufregt. Habe ich euch gerade gesagt. Müsst ihr nicht drüber reden. Sind die Einnahmen von Internetstars ein Stück weit Schmerzensgeld dafür, was sie im Netz an Gegenwind erwartet? Kein Streamer wird nicht gehatet, bei manchen ist es weniger, bei manchen wie mir mehr. Abgesehen von meinem Alter und meiner Sprache mit all den Beleidigungen ist wohl noch ein Faktor, dass ich gerne sehr laut bin. Dazu kommt mein schlechtes Allgemeinwissen. Mein Gefühl ist, dass diese Kombination gerade in Deutschland dazu führt, dass viele mich hassen. Ich vermute, in Amerika würde ich für das Gleiche wohl viel weniger Hate abbekommen. Ich habe die Frage nicht beantwortet. Aber ich schwöre, die haben mir die Frage so nicht gestellt. Aber dazu stehe ich, Digga. Bro, stell dich vor, meine Streams wären in Englisch. Ich hätte nicht so viele Hater. Saga. Weil das in Amerika ist das legit normal. In Amerika ist es normal, dumm zu sein. Absolut. Ja, ich würde weniger Hate bekommen. Nicht komplett null. Mein Bruder. Ey, sorry, also Real Talk jetzt, die Bilder sind tot. What the frick? Hugo vor seiner Technik. Im Netz aktiv ist auf verschiedenen Plattformen von Twitch bis Instagram. Hi, Daddy. Beliebter Dank, Fries am 13. Dankeschön. Es gibt ja auch keine guten Fotos von dir. Hey, meine Autogrammkarte hat ein gutes Foto von mir. Ich sag, das ist sogar Top 1 Foto mittlerweile. Also Top 1 Foto war ja immer dieses No Food Challenge Foto da. Das hier. Aber ich sag ehrlich, das wurde abgelöst.
Von dem hier. Meine Meinung. Das Samus White Foto auf Insta ist doch gut. Haben die ein Foto von mir hochgeladen? Nö. Haben die nicht. Der Ring scheißt rein, so ist gut. Ja, der trackt halt meine Health und so, weißt du? Hat der Online-Hass ihr Verhalten vor der Kamera verändert? Oh, jetzt wird's deep. Alter. Ich befürchte ja. Unterbewusst. Es gibt Momente, da sage oder mache ich nicht mehr genau das, was ich intuitiv machen würde. Ich wirke dadurch ruhiger als früher. Lasse jetzt schon mal dumme, aber eigentlich lustige Dinge weg. Einfach, weil ich Angst vor den Reaktionen Dritter habe, die nicht mal meine Fans sind. Das hast du nicht so gesagt. Ja, ich hab's nicht so gesagt, aber das, was da erklärt wird, ist so. Guck mal, also vor allem mit diesem Clip-Farming momentan. Digga, irgendwas passiert, ich lese direkt 10 Clip-Farming-Nachrichten und dann denke ich mir bei so Sachen, wenn ich jetzt irgendwas gemacht hätte, einfach so, ohne überhaupt darüber nachzudenken, denke ich in meinem Kopf, okay, fuck, ich mach's nicht, weil dann gibt's wieder Leute. Ja, das ist schade, aber es ist so. Es ist so. Bro, der Spiegel lässt sich klingen, als hättest du Abitur, aber we talk, Ehrenmann. Bild macht mich zu Hund, Spiegel lässt mich gut dastehen. Und der Reporter von Spiegel war auch sehr nett. Sie haben zum Beispiel gern Böller in ihrem Zimmer gezündet. Ja, so etwas. Es geht aber auch um größere Aktionen. Also alles, was anecken könnte, habe ich komplett runtergefahren. Und ich glaube, Zuschauer, die mich aus dem vergangenen Jahr kennen, merken auch, dass ich anders geworden bin. So hart das klingt, ich werde immer mehr zum normalen Streamer. Digga, was habe ich da gedroppt? Gänsehaut. Was ich nicht will und nie wollte. Gänsehaut. Also ich finde, es bessert sich wieder. Ich gebe wieder weniger Fucks. Aber es ist immer noch da. Aber Gänsehaut. Mein Penis ist gerade steif geworden. Wie gut können Sie von der Arbeit abschalten? Gar nicht. Nicht gut. Es gibt fast keinen Moment, in dem ich nicht an Streaming und YouTube denke. Das ist viel zu intensiv. Habe ich nicht gesagt. Also ich habe nicht gesagt, es ist viel zu intensiv. 467, auch das habe ich mit meinem Therapeuten besprochen. Den Kopf halbwegs frei bekomme ich nur, wenn ich bewusst Urlaub mache. Und das ist so, Digga. Also guck mal, ihr seht ja wie gesagt nur Stream. Aber Bruder, ich schwöre euch auf meine ganze Familie, ich denke legit fast 24/7 nur an YouTube und Twitch. Nur. Was kann ich morgen machen? Was kann ich da und da machen? Was ist das nächste Video? Yo, Banani cut das und das. Yo, ich überprüfe das jetzt. Yo, mach Thumbnail hier und da. Yo, Merch hier und da. Cornflakes machen hier und da. Bla bla bla. Und ich sag nicht, dass es anstrengend ist, ne? Ich will das damit nicht sagen. Ich sag nur, dass ich die ganze Zeit im Kopf da drin, also ich schalte nicht ab. Kein Big Chilling mehr. Außer vor einer Woche hatte ich 2-3 Tage, da habe ich wirklich komplett Big Chilling gemacht, Digga. Da hat mich gar nichts gejuckt, aber auch da habe ich die ganze Zeit drüber nach. Aua, ich habe mir ins Auge gestochen. Aua. Seven vs. White ist eher das Gegenteil von Urlaub. Wie intensiv haben Sie sich darauf vorbereitet? Meine Vorbereitung bestand darin, dass ich 2 Stunden im Zelt geschlafen habe. Dann bin ich wieder ins Haus gegangen, weil es mir draußen zu kalt war. Ja, gut, dass ich dann hier mitgemacht habe. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. Wir sind in Neuseeland. Das ist wirklich krass, Digga. Also das ist kein Witz. Ich habe 2 Stunden im Zelt geschlafen und ich bin reingegangen, weil es zu kalt war. Und ich meinte doch, ja, egal, in Neuseeland wird es bestimmt wärmer sein. Digga, am Arsch. Ich wurde gefickt. Ich wurde gefickt. Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Guck mal, wie es aussieht. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Und wir haben sehr, sehr wenig. Der härteste. Ja, das ist Severus White. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team komm, ich schau's mir kurz so an. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ach, Mann. Okay. Wie geht es Ihnen körperlich scheiße? Als Jugendlicher hatten Sie 3 epileptische Anfälle im Schlaf. Nach der Gamescom 2023 klagten Sie über Herzprobleme. Besser als psychisch. Die epileptischen Anfälle endeten, nachdem mir 2018 ein Aneurysma entfernt wurde. Auch meine Herzprobleme sind verschwunden, seit ich meine 4-Jahres-Stream beendet habe und mir auch mal Streaming-Pause gönne. Manchmal aber habe ich genau dort, wo das Aneurysma entfernt wurde, richtig starke Kopfschmerzen. Das fühlt sich an, als würde jemand mit einem Messer reinstechen, genau in diesen Punkt. Digga, es ist wirklich so. Es war zwar lange Zeit weg, das Gefühl, aber ich hab's letztens wieder gehabt, Digga. Das war so
Alter, das war so krass. Holy shit. Digga, da war so ein ehrenloser Kommentar. Davor stand er 5 Minuten da, um sich diesen Satz auszudenken. Naja, nicht jeder Hate-Kommentar muss lügen. Digga, es tut mir leid, aber die Fotos. Was ist das? Also es kann auch einfach an mir liegen, dass ich scheiße hässlich bin. Bin What the richtig fuck? hyped auf die 7 vs Wild Reactions. Freue mich, dass ihr dieses Jahr früher reacten könnt. Nimm schon die ganzen Viewer mit. Was denkt ihr, wie viele Leute werden sich bei mir die Reaction anschauen? Weil in meinem Kopf, leider, verstehe ich aber komplett, in meinem Kopf ist, dass Sam vs. Wild null Thema ist und es keinen juckt. Digga, und ich hab hier den perfekten Beweis, das ist respektlos. Das ist respektlos. Sam vs. Wild Trailer Staffel 4, Platz 17 in den Trends. Okay, Platz 17. 100 vs. Hugo Mannert, Only Netter, Platz 14. Digga, ich bin vor Sam vs. Wild. Das ist respektlos. Hier ist mein Mannert, hier ist Sam vs. Wild. Das ist crazy. Aber es liegt wahrscheinlich an der Länge. Ja, okay, wie gesagt, Trends sagen aber auch nichts. Aber, also, für mich fühlt es sich so an, als würde Sam vs. Wild leider, es macht mich ja traurig auch, kein Jucken. Also nicht viele. So, also es hat sich angefühlt, Staffel 3, Staffel 2, Staffel 1, viel mehr Leute hat's gejuckt. Weil halt viele denken, dass die Staffel scheiße wird. Das ist so Oder ich sag aber ehrlich, wir haben den Trailer verkackt. Der Trailer ist geil, aber er hätte noch geiler sein können, hätten die das Intro genommen, was vor jeder Folge ist, als Trailer. Nee, ist einfach over, das Ding hätten sie begraben sollen. Ja, ich sag, das gab's schon mal. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, guck mal. Diagramm. Okay? Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4. Diagramm. Und warte mal, hier, das ist Hype, okay? Das Grüne ist Hype. Und das ist Zeit. Na, am Anfang war es so. Ja, am Anfang war so. Ne, als rauskam, war hier so. Okay, das ist wieder abgeflacht, ne? Dann Staffel 2, Boom, Peak, komplett. Komplett Peak. Und Staffel 3 war, würde ich sagen, hier auf dem Level von Hype. Nach der Staffel war es eher hier. Und ich glaube, dass wenn alle der Staffel eine Chance geben und die ersten 3 schauen oder so, dass Staffel 4 wieder nicht pieken könnte, aber wieder hochgehen könnte. Hier so ungefähr. Also nicht Staffel, ja, auch nicht so krass. Ich glaube so solid. 1 war höher als 3. Denkt ihr? Ich habe 1 nix. Ja, kann sein. Aber denkt ihr, dass so Comeback macht? Dass es so eine Welle macht? Wie Krypto? Glaubst du nicht an deine Staffel? Doch, Digga. 100%. Bro, so wahr ich hier sitze, ich hab's euch 100-mal gesagt. Die Staffel ist die härteste und die Staffel, die am meisten Content hat, und ich verstehe den Kritikpunkt von Staffel 3, dass Staffel 3 langweilig wird gegen Ende. Das wird bei Staffel 4 nicht so sein. Staffel 4 wird nicht langweilig. 100%. Vielleicht irgendwie 2 Folgen oder so, keine Ahnung. Kann sein, ist immer so. Aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass zumindest die Real Talk, ich stehe dazu, die ersten 12 Folgen werden Banger komplett und es wird nicht langweilig werden. Die ersten 12. Und die anderen, die letzten 4, ne, ist halt gegen Ende, mal gucken, keine Ahnung, ne, ich will nicht zu viel, aber ich sag, die ersten 12 Folgen werden alle krass. Also es kommen ja 16 Folgen. Letzte 4 bist du raus, Mann, Bruder, ich hab nicht mal eine Ahnung, wie die das aufteilen. Bruder, erstens, ihr wisst nicht, ob ich rausgeflogen bin, wann ich rausgeflogen bin, wer rausgeflogen ist, bla bla bla. Digga, und ich weiß nicht mal, wie die Folgen schreiben. Was laber ich? Schneiden. Ich weiß es ja nicht mal. 100% bist du rausgeflogen. Ja, das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen.
bei Staffel 3 war auch viel Spannendes nicht mit drin, meinte Kevin, oder wurde nur kurz reingekattet und unnötig in die Länge gestreckt. Ja, ich habe da andere Sachen gehört. Also zum Beispiel dieses, ihr kennt ja alle dieses, und das check ich, dass das nicht drin war. Das check ich komplett, weil ich weiß ja selber, wie es sich anfühlt. Kennt ihr noch diese Trimax-Erklärung von dieser Robbe oder was auch immer, die auf diesem Stein da sein sollte? Und das wurde nicht mit reingeschnitten? Könnt ihr euch an die Story erinnern? Und er meinte, das sah so richtig krass aus, bla bla bla. Mir wurde erklärt, dass das nicht reingeschnitten wurde, weil... Und das ich glaube ihm das zu 100%. Mit der GoPro kannst du ja nicht zoomen. Mit der GoPro machst du, Digga, wenn du so von weit weg filmst, auf irgendwas, was halt weit weg ist, dann ist das so ein Pixel. Und wenn man selber da war, ist das immer krasser, wie wenn man das im Video sieht. Und deswegen würde das anstatt so, legit so aussehen. Hätte man vielleicht trotzdem reinsteigen können so, aber ich check das. Also sie haben jetzt nichts irgendwie krasses weggelassen. Oh, doch, haben sie. Haben sie. Ich spoilere nichts, weil es kommt eh nicht. Folge 1. Staffel 4. Haben sie stundenlange Arbeit von mir nicht reingeschnitten. Was ich genau damit meine, was ich gearbeitet habe, bla bla bla. Werdet ihr dann in meiner Reaction erfahren. Also schaltet ein! Nee, aber dann kann ich ja eh sagen, weil die Folge ist ja eh vorbei dann. Wie lange ist so eine Folge? Jede Folge geht 1 Stunde. Finde ich auch besser, weil ich glaube Staffel 3 war 1 Stunde 30, oder? Ah, ne, ist auch 1 Stunde alles. Okay. Haben nichts gesagt. Die 3 Stunden Etching-Session war nicht im Video. Wir sind jetzt 21, fühlt sie sich erwachsen. Mehr als 2022, als mein 78-Tages-Stream startete. Aber immer noch nicht wirklich, ich will das auch gar nicht. Erwachsen geworden bin ich nur, was die Planung meiner Streams angeht. Früher habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt. Inzwischen stecke ich vorab mehr Mühe rein. Plane für jeden Stream zumindest eine besondere Aktion. Ich will meinen Zuschauern etwas bieten, nicht wie manch andere ständig Reactions machen und an einem bestimmten Tag immer dasselbe Spiel spielen. Hoppala! Hoppala! Upsi! Nee, aber dazu stehe ich. Hey, ich meinte überhaupt nicht damit Basti. What the fuck? Hä? Das war nix gegen Basti. Wie kommt ihr auf Basti? Digga, Basti gibt sich hyper viel Mühe. Und ja, er spielt das gleiche Spiel jeden Tag. Ich freue mich auf den Sellout-Barkbunze. Aber er spielt das ja anders die ganze Zeit. Macht Challenges, ne? Das meine ich gar nicht. Ich sag jetzt auch nicht, welches Streamer ich meine. Aber ich meine auf gar keinen Fall Basti. What the fuck? Und das ist auch kein Front, Digga. Jeder Streamer soll machen, was er will, Digga. Guck mal, an, keine Ahnung, Bingo und sowas, das klappt ja. Das schauen sich ja Leute an. Dann, Digga, tamam, macht weiter. Ich mach's halt nicht. Alter, müssen wir das... Das ist ein crazy Foto. Ach du Scheiße. Ist noch ein Foto? Ne, gibt nichts mehr. Boah, Jungs, wenn ihr euch den Rest anschauen wollt, schaut euch den Rest an. Ich habe jetzt keinen Bock noch alles alles noch vorzulesen. Da sind die Wichsflecken drauf. Hey. Da war überhaupt nichts drauf. Guck mal, meine Schuhe, meine neuen Schuhe. Wie findet ihr? Ah, warte mal. Stimmt, da steht die Erklärung drauf. Netzstar mit Kuscheltieren. Die dunkelbraune Bärin heißt Vivi. Digga, nein. Die dunkelbraune Bärin heißt Vivi. Hugo präsentiert sie in Streams scherzhaft als seine Freundin. Digga, jeder, der diesen Artikel liest, ist ein potenzieller Viewer, der verschwindet. Scherzhaft? Das haben die gesagt, Skandal! Das haben die gesagt! Ich hab das nicht gesagt. Ich hab gesagt, meine Freunde, die meinten so, alles gut bei dir? Meinte ich, ja.